Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Wenn du mal Mats und schwang schon den Händen, aber vielleicht ein bisschen henkegelos mit meinem An von meinem letzten Podcast. Die Leute, die mich wirklich kennen, die wussten, dass eine Erklärung nicht drauf kam. Und die will ich dann heute zu dem Thema Licht abgreifen. Und auch da will ich ein bisschen so mal Geschichte ein bisschen von der ganzen Sache erzählen. Natürlich erst ob den Quintessenz davon angehen. Will ich mal einfach die Leute ein bisschen down to earth, also wirklich mal 2 Füße im Boden erklären, inwiefern man mit dem Wort lebt, ist so mal eine gewisse Art und Weise, so wie man es gesehen, falsch gewesen. Das wird ganz cool, das heißt, allein wenn ich das Wort selber wollen, da sind ich mit dem Wort Liebe, das ist verbunden mit dem Wort Leben und das ist verbunden mit dem Wort Libido. Also es geht um pure Leben und wir schwätzen halt nicht von irgendeinem wie soll es sagen, Leben wird sich ja gehen lassen, aber wir schwätzen auch genauso wenig von irgendeiner Licht- und Liebe-Geschichten. Das erste Problem, das wir ein bisschen haben, was Haut-Leben betrifft, das ist, dass meistens auch immer romantische Filme ranziehen, und das ist nicht immer so romantisch. Das ist, dass das Leben, wie sie ausgemalt gehen, ist, es geht auch nicht darum, dass sie nicht mal sonst einen schönen romantischen Abend mit seinem Partner hat oder wie immer sich vorstellt, mit da sind dort nicht das fest kann machen, was lebt bedeutet. Den Punkt in der Geschichte, aus dem mir aufgefallen ist, dass es ganz cool bleibt, allmählich Ideen haben, wann es im Leben geht. Wir wollen uns eigentlich wirklich freut, ob sie schon ein Leben empfunden tun. Dann ist das immer so eine Geschichte für sich. Das ist die Leute, die wirklich ehrlich sind, und wenn die freut, sie mit einem zusammen, was du da Frau mit dem, also wirklich am Sinn von, empfindest du lebt, dann ist sie einfach nicht nee, aus dem Grund raus, weil sie nicht froh mit der Person sind, mit das aus der Antwort raus, weil sie nicht wissen, ob das, was sie empfangen, wirklich als lebt kann definiert gehen. Aber genau das ist den Horror in der Geschichte. Das heißt, wir haben eigentlich seit dem Mittelalter, wo wir als Minnesänger hatten, die eine riesige Geschichte darüber erzählt von wegen, über die groß lebt, wo möglich, wenn sich ein bisschen mit den Sachen auskennt, wo sich die zwei noch vergiftet tun, just für das aus der Face zu gehen, natürlich nicht leben, also leben, wo mit Liebe in Verbindung sind, tun sie geopfert, für sozusagen hier lebt. Spätestens da kann sich die Sache ein bisschen überdenken, aber wenn man sich auch heute ein bisschen anguckt, was an den Televisionen von lebt gewisse gibt, an den Romanen gewisse gibt, sind wir ziemlich weit davon weg. Den Haken in der Geschichte ist, dass zwar ein ganz cool Leute sich der Sache sozusagen bewusst sind, mir aber nicht davon lassen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, logisch nicht wissen, was das mit den Absicht hat. Und es ging da so Dinge, ich weiß nicht, wie das irgendwo heißt, dass im Sinne von, wenn sich eigentlich mal von den ganzen Sachen trennt, da bleibt nicht mehr nach Leben übrig. Aber was ich dabei so spannend fand, das ist, dass die Leute damit mengen, dass es um eine Empfindung geht. Wie mir so oft geht, wenn ich irgendwie eine Frage stelle, die genau die richtige Frage ist, da bringt mir das Universum so irgendetwas entgegen. Und da ist mir etwas entgegen, was ich auch noch in einem weiteren Podcast erklären werde, wenn ich mich da, wenn ich da mein Kurs, also es sind an einer Formation, wenn ich die Formation ein bisschen weiter gemacht habe, für die Nuancen herauszufinden, da geht es darum, von wegen, ich greife nicht denke kurz ab, weil das auch ganz nah dabei ist, wir schwätzen von der Lebensenergie, aber wir schwätzen von dem, was Qi genannt wird. Und eine ganz viele Leute, die damit arbeiten, egal ob das mit Reiki ist, ob das mit irgendwelchen Qi-Versionen ist, wie man nennen will, eine von den Sachen, die immer dabei angesprochen wird, das ist, ja, wenn das wirkt, das spüre ich. Mein Lehrmeister, den hat mir immer gesagt, ja Jungen, weißt du, dass es 2 Sorten Qi gibt? Das heißt, es gibt die von dem inneren Dingen, also von der Erde, gibt den irdischen Qi und gibt den, was sie, also sie schwätzen von Ciel posterior als Ciel anterior und gibt den Qi, die vom Himmel, also von den irdischen Dingen kennt, von den irdischen Welten kennt. Und den ich spürt, das ist den Qi von Hai, den ist ziemlich graff und den ist nicht verfeinert, den hat auch gar keine Energie für nur oben zu ziehen, weil an der chinesischen
die man Wasser Verbundenheit aus also nur innen zieht, während den anderen am Feuer auf Verbundenheit aus auf Feuer nur Uhren zieht, weil dat Sachen an eng einer Ebene, an einer Sphäre, an einer Schwingung bringt in dem Moment. Das heißt, wenn ich das alles verbannen mit der Idee lebt, das also lebt, Mengen Leute, dass wir etwas von dem Mist empfangen, das ist irgendwo ein Gefühl. Und das gesagt noch, das heißt, wenn der irgendwo guckt von wegen, wenn es um Gefühl geht, dann sind wir, dann gehört lebt definitiv zu den Gefühlen, mit kein am geringsten etwas oder dann erklären. Schon ein von meinen Herzensschwestern, die schon ganz lieb so was zu drecken, ich hoffe, du gesehen von dem Ausdruck, das hat das Thema ab, wir waren mit dem Thema kommen, aber wo ich den Moment gesagt habe, von wegen, wenn um den Partner geht, was du dann dankbar, dass du den Partner hast. Da hat gesehen, du hast kein Wort müssen kommen, du hast Strahlen über das Gesicht kommen. Und das du hast für mich die Empfindung, die da wirklich verbunden könnt, und die nicht un ein Gefühl verbunden ist, den lebt soll sein. Was will ich damit erklären? Mal genau das, was ich, nachdem ich mir selber Gedanken dran gemacht habe, effektiv ein Post bei Facebook rasch auf meiner Seite abgetaucht ist, den das Clip klar ausgedrückt wird. Lebt als keine Emotion, lebt als keine Empfindung, als kein Gefühl, lebt als eine Frequenz. Und damit sind ich vollkommen am Punkt. Weil das war den ersten Dingen, das ist wirklich, wie wenn ich gesagt habe, okay, wie soll ich dann erklären, klar kann ich die Antwort da kriegen, und das bringt auch auf den Punkt. Wenn man lebt als Frequenz betrachtet, als eine Energie, eine Essenz, da kann man sich jetzt vorstellen, dass all die Sachen, ob das glücklich sind, ob das froh mit einem ist, ob das Begeisterung ist, ob das Dankbarkeit ist, das sind alles Gefühle, die auf der Frequenz, die mehr oder minder noch unter Frequenz, unter Lichtfrequenz sind. Aber das nicht lebt, die wir spüren, weil das eine Frequenz mit Sinn, das, was wir daraus machen. Das ist ein bisschen wie wenn der Treibstoff hat. Der könnt mit dem Treibstoff ihre Rasenmäher und kriegen, ein Auto damit fahren, ein anderer betankt sein Flieger damit, all Menschen eine andere Art und Weise Stummerten auszudrücken, mit dem Treibstoff per se als den Treibstoff, das was als unreifte sozusagen, 4 Empfindungen zu haben, mit das nicht die Empfindung an sich. Aber wenn wir mal hingehen zu einem Problem, den wir haben, von wegen, dass die Leute so gerne an dem Leiden hängen bleiben, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass wir Leid empfangen können, aber wir sind auf der Sicht noch Empfindungen, noch starke Empfindungen. Aber Leid kann man nicht empfangen, also läuft man da an die Welt. Und das ist von den Gründen auch, für was man noch immer so viel Leid haben. Es geht den Leuten nicht darum, Leid zu empfangen, mir irgendwelche starke Empfindungen zu haben, und die dann als Leid zu definieren. Bestes Beispiel, und das gibt ganz viele Sachen, wo das schon erklärt wird, das ist auch was chemische Botenstoffen aus das bewiesen, weil Leute verknallt sind, das Gefühl, die Schmetterlinge am Bauch, das ist dasselbe Gefühl, was sie haben, wie wenn sie eine Prüfung schreiben, für die sie sich nicht vorbereitet haben. Das dieselbe Gefühl, sind dieselben Botenstoffe, mehr an einer oder Weise definieren sie anders. Und das ist genau das, was geschieht. Das heißt, wenn ich eine Person habe, die sich, ob das Leid, was da draußen ist, auch die Leid projiziert, weil sie noch ganz viele Leute die brauchen, da, also ich gehe da noch ein Beispiel an, die wollen das Matleid tun. Da sind sie der Meinung, dass das Matleid, was sie tun, dass das können, weil sie leben, weil sie froh mit der Welt sind, weil sie froh mit den Menschen sind, weil sie das liebevoll wollen behandeln. Das tut nichts mit Leben zu tun. Absolut nicht. Das ist nicht nur die Frequenz. Das ist einfach eine Emotion, eine starke Emotion, die Leute brauchen, die auf der dritten Ebene NRW sind, und die ausmischt, dass sie alle starke Emotionen irgendwo für sich natürlich als gut definieren und dafür für sich als Leben definieren. Aber das ist kein Leben, weil es keine Liebesfrequenz ist, um so auszudrücken. Das erinnert mich immer an die 10, wo man eigentlich referiert hatten, von wegen so oft spazieren zu gehen, auf verschiedene so an Angst.
Und ich habe gesagt, ich genieße wirklich einzelnes Moment dadurch, wenn du fängt mit Deichter zu gehen, und ich gehe gebietlich da spazieren, einfach so am Sinn von, für mal rauf zu kommen. Und dann darf der Deichter zu sehen, da kann den Blick, also das Sichtfeld kann auch raufkommen. Und das ist so erleichternd irgendwo. Du hast ihn gemeint, ja, wo ich dann nur gelauscht habe, wie du einsam und verlassen durch die Straßen schreibst. Und du hattest Mattlied mit da. Das war sein. Matt kann eine Waschlüsse Lied, weil ich hat schon kein Lied, ich schon die Momente genießen ich, für so aufzukommen. Das heißt, das tut die Idee von Lied, ob mich produziert, möchte für benutzt, just für das hat etwas kann als starke Empfindung empfangen, an die dann als liebevoll betrachtet, weil doch ob sie wollte mich liebevoll an den Arm holen und das ist von meiner Aura, die ziemlich protektricemäßig kann reagieren, also einfach mal aus dem Face geräumt gehen. Also, das macht den einen und dem anderen nicht gefallen. Aber der Punkt in der Geschichte ist, solange wir auf den fiktiven Ideen, was lebt, keinen Sinn, emotional an gefühlsmäßig gesehen, wenn wir davon der Last können lassen, aber wir sind als bewusst, dass es eine Frequenz ist und das ist eine extrem entspannte Frequenz, dann können wir sie gebrauchen, für all die Sachen zu empfangen, die aus der Frequenz raus erwachsen. Dankbarkeit als die echt. Also wenn ihr die seht, boah, ich habe furchtbar Probleme für Leben zu empfangen und ihr wisst das nicht, freut einfach, freut ihr selber, wenn der merkt, ja, du musst eigentlich so froh sein, du musst Leben empfangen, freut ihr einfach, seid ihr dankbar dafür. Und da guckt ihr, was davor Gefühl kennt, weil das Gefühl entwiest der Frequenz. Das ist nicht Frequenz, mehr es entwiest da. Und da kommt der Sache mir noch. Weil lebt und sich die Frequenz, die ist nicht an eine Emotion gebunden. Das ist einfach, mehr brauchen das nicht zu hören. Liebe ist, du kannst nicht die ganze Liebe ist von hier und da, nee, das Dankbarkeit da sehen mit einer Person an der Frequenz an der Weg kann sehen. Aber das nicht lebt, weil lebt das einfach nicht mit Frequenz. Und die braucht nicht in einem Kado mischt, die braucht nicht einem, die einem für unter dir den Schnee waschen möchte, die braucht das nicht. Sie ist einfach. Aber wenn nicht mehr existieren, wird die Frequenz immer noch Existenz. Weil das nicht der Mensch, den sie mischt. Das ist der Mensch, den du davon ernähren kann oder sich davon erwärstrengen kann. An all die Leute, die mengen, was ich mehr emotional, also irgendwie Emotionen spüren, wo ich mehr etwas spüren, sind ich mir nur unterlebt, sind, so ledet man das vollkommen falschen Dampfer. Du hast lebt nicht. Aber vielleicht möchte ich schon den einen, den anderen, den so Gedanken daran gemäht wird, was der Tomaten auf sich hört. Den hat sich einfach mal die Zeit zu sagen, okay, wir holen nochmal das lebt wirklich als wortmäßig, etymologisch dasselbe wie Leben. Und da kann er sagen, ja, mit Leben gesehen ist auch, das kann scheiße sein, und das kann heilen, das kann da, und all die Probleme, und tralala. Ja, das ist, weil man Menge mehr misst nicht irgendwo aus seiner Frequenz rausholen, ob etwas, was für uns verständlich ist, und für uns emotional erspürbar ist. Aber wenn ihr merkt, dass das auf einer Schwingung ist, die nicht damit gleichzustellen ist, wo wir uns davon herausziehen, wir können an der Frequenz von der Leben zu sein, da fängt es an einfach zu gehen. Weil da können den auch Punkten, wo in dann Begeisterung geht. Das ändert nicht daran, dass du beste Katastrophe geschieht. Mir tut in eine ganz andere Frequenz und durch eine ganz andere Energie, mit der die Katastrophen, die geschehen, handhaben können. Der Tisch nicht eigentlich für ein bisschen zu erklären. Der Mensch als gepolt, wir brauchen stark Emotionen, wir brauchen stark Gefühle, man muss starke Feeling, also nicht nur Gefühle am Sinn von Emotionen, sondern ebenso, wow, wo dem mal reich gehen wird, der Hundestadt gespürt. Bullshit. So schlimm das klingt, was ich da so an. Das heißt, der Mensch ist vollkommen darüber gepolt. Und dadurch, dass die hört, als auch wenn der Bausen auch nicht mehr etwas an mittlerer Katastrophe geschieht, geht das über den hier wie ein Tsunami werden. Für was? Weil dann an seinem Glaubenssatz, weil das kann nicht mehr richtig sein, weil ich schon gerade stark spüren, das tut stark. So. Aber wenn du bis rauskönnt, da stell dir fest, dass in echt noch verschiedene Sachen wurden nicht so abhält, auch banal Sachen. Ich kenne ein ganz einfach Beispiel, wo ich mich selber dabei erwische.
4 Jahre, wo ich noch nicht auf dem, also wo ich am Gang war, dazu zu sichern, und ich war aber noch nicht auf dem 3. Treppen. Wenn ich da mein Handy verloren, da war Panik gesagt. Oh, mein Handy, mit all dem Telefon, ich komme okay. Oh, was lebt noch heute? So. Ich schon gestern mein Handy auf der Arbeit gelöst. Ich schon mich selber dabei erwischt, wo ich gesagt habe, frag, das stresst dich gar nicht. Das ist alles gut, leid schon da. Voilà, so, das ist gut. Eigentlich über den Dingen, über den Handy, über den Internet, denke ich kurz weiter, so Teil von der Haut eigentlich von mir, ja, das ist der Grund, so. Du war auch nicht, wenn nur ihnen so Wäsche geholt, wenn ihnen geklaut wird, wenn ihnen eine Wäsche gelöst wird, wenn Botsfrau von wird, und dann in den Hina, wo sie nicht, dann. Nicht. Einfach im Sinne von, ah ja, voilà. Für Wert, weil ich da mit der Zeit erlebt habe, ich bin nicht an einer Lehre, bei einem schon nicht an einer, nee, das ist schon keine Formation mehr. Ich bin nicht an dem dritten Sänger Lehrer, weil ich nicht nach so viel zu lehren habe, weil es sind nur recht am Gang, ich habe immer gesagt, ich kratze an der Oberfläche, es sind nur am Gang, so ein bisschen in die Oberfläche zu kommen. Ich habe zu viel daran zu lehren. Mich fängt nur an, die Sache besser zu verstehen, am Sinn von, ah ja, wenn ich an der Frequenz unterwegs bin, da sind Emotionen komplett egal. Das heißt nicht, dass ich mich an der Frequenz der anderen für Emotionen so, aber ich kann wesentlich mehr klar wählen, was ich Emotionen ich will, und wie ich mich an der Frequenz ändern für die Emotionen so, und für mich dann nachher mal aus der Frequenz nähern zu können, am Sinn von, sich zu freuen, wenn jemand den richtigen Leuten zusammen ist, dankbar zu sein für irgendeine Karte, die er gekriegt hat, begeistert zu sein, wie ich für die kurze machen. All das kann ich machen, und ich kann mich an dem Moment aufhängen, und ich lehre das selber, ich auch selbst an der Evolution, zu sagen, in dem Moment, wo es eine Sache geht, die ich als negativ definiere und die mir selber körperlich auch nicht gut tun, dann darf ich mich einfach auf die Frequenz lebt anlassen und aus den Gefühlen, die der Mensch meint, müssen zu tun, darf ich ausklammern. Ich ändere nicht von der Situation, aber ich ändere meine energetische Schwingung, nicht wie par rapport zu dem, was du draußen in dem Moment geschieht. Nach ein Käfer zu verstehen, auch es sind am Gang recht wirklich zu begreifen und zu lehren. Mehr effektiv, je mehr ich auf den Punkt komme, zu sagen, komm, wir holen mal, sind also mal bevor das Leben einfach nicht mehr eine Frequenz ist und nicht irgendein von den Emotionen gebunden ist. Mehr dürfen sie gebrauchen, für die richtigen Emotionen zu nähren, für das wir authentisch unterwegs sind. Dann fangen wir uns gleich auch an uns selber. Nicht an dem wir stark Gefühle an Feelings, an Emotionen entwickeln, weil die gehen an die Zurichtungen. Wie gesagt, Schmetterlingen am Bauch, ja, das ist das, ich wieder eine Prüfung möchte, überlege ich nicht mehr. An dem Sinn, ein ganz anderen Punkt von welchen, wenn ich so das gibt auch dem Dinge Licht und Liebe vielleicht einen ganz anderen Aspekt an seiner Frequenz, wo man da auch aus dem so mal dem Hippie-Flippy-Dingen rausholen, mir einfach das wirklich an der Energie können zu sorgen. Die werde zwar wahrscheinlich nie gebrauchen, weil sie einfach zu viel missbraucht gesehen. Mir vielleicht kriegt so den anderen einen anderen Hang dazu, wie das wirklich funktioniert. In dem Sinn hoffe ich, dass ich verschiedene Leute schrecken im Wasch geholt und denen ich am Anfang gesagt habe, an dem letzten Podcast. Ich hoffe, dass ihr etwas dabei kommt, mal rausholen. So eine Merci wie immer. Und auch da sind dankbar für die noch lauschen. Und für euch schönen Mittag, einen schönen Abend und eine gute Nacht.